Mitten in Wien die einzige Gedenktafel für den sowjetischen Diktator Josef Stalin in Westeuropa. Relikt aus der russischen Besatzungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg und Beispiel, wie eng die historischen Beziehungen zwischen Russland und Österreich sind. Auch am Schwarzenbergplatz erinnert eine weithin sichtbare Bronzestatue an die für die Befreiung Wiens gefallenen sowjetischen Soldaten. Viele Österreicher sehen ihr Land als Vermittler zwischen Ost und West. Soweit ich weiß, schlägt Wien ein bisschen einen anderen Kurs an als das restliche Europa. Dass sie versuchen, vielleicht das Verhältnis zwischen Putin und Europa ein bisschen zu glätten. Ich glaube, dass Österreich in der geografischen Lage, in der es sich befindet, ein Mittelmaß finden muss. Die Suche nach einer eigenen Rolle führte den österreichischen Kanzler auf einer seiner ersten Auslandsreisen nach Moskau. Hauptthema die EU-Sanktionen gegen Russland als Folge der völkerrechtswidrigen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim. In diesem Zusammenhang haben wir auch darüber gesprochen, welche Möglichkeiten es geben kann, die Spannungen zwischen der Europäischen Union und Russland abzubauen. Putin kommt schon zum 6. Mal nach Wien, diesmal vor allem, weil die Verlängerung der EU-Sanktionen ansteht. Österreich würde die Sanktionen gerne beenden, übernimmt ab Juli den EU-Ratsvorsitz und hat damit eine Schlüsselposition in der Vorbereitung der Entscheidung. Die EU hier zu spalten, ist eines der Hauptziele Putins, sagen Russlandkenner. Aus der Perspektive Russlands ist es wichtig, nun eine Reise in ein EU-Land zu machen. Es wird ja in der EU im Sommer wiederum über die Verlängerung der Sanktionen abgestimmt. Und somit ist es erfreulich, wenn man hier gewissermaßen eine positive Atmosphäre vorab aufbauen kann. Auch deshalb gab Putin vorab und exklusiv dem österreichischen Sender ORF eines seiner seltenen Interviews, moderiert von Nachrichtenmann Armin Wolf. Putin unterscheidet darin klar zwischen den politischen und den wirtschaftlichen Zielen seiner Politik. Wir verfolgen nicht das Ziel, jemanden oder etwas in der EU zu spalten. Wir sind vielmehr daran interessiert, dass die EU floriert, weil die EU unser wichtigster Handels- und Wirtschaftspartner ist. Wirtschaftlich soll die EU erfolgreich sein, politisch wäre ein schwaches und gespaltenes Europa Wladimir Putin aber lieber. Die russisch-orthodoxe Kirche des heiligen Nikolaus in Wien wird Putin diesmal nicht besuchen, aber mit dem EU-Ratsvorsitz wird Österreich zumindest für ein halbes Jahr zum wichtigsten Unterstützer der Russen in der EU.